Im Folgenden werden wir eine Podiumsdiskussion leiten, während wir zwei Standpunkte vertreten. Die eine Seite, die drei hier, vertreten den Standpunkt, dass die DDR als Feindbild gesehen wird, aus Sicht der BRD. Wir, Adrian und ich, vertreten den Standpunkt, dass die DDR als Herausforderung für die DDR gilt. So, also, wollt ihr mal anfangen? Warum ist denn für euch die DDR eine Herausforderung? Also als erster Punkt ist es auch ganz klar, dass, wie beide Namen schon sagen, die Bundesrepublik Deutschland sowie die Deutsch-Demokratische Republik sind beide Teile von Deutschland, das ist unbestritten, und es sind deutsche Bürger und Familien, die gespalten werden. Das heißt, man kann nicht Bruder gegen Bruder kämpfen lassen und ja, es ist völlig ausgeschlossen. Diese beiden Staaten haben ja schon Jahrzehnte davor zusammengelebt. Ja. Das macht einfach keinen Sinn. Und nur weil das Problem ist aber, dass es seit der Gründung der DDR und der BRD zwei komplett verschiedene Reiche sind eigentlich, die gegründet worden sind. Und die Mauer trennen diese beiden und zeigen ganz klare Grenzen auf. Es sind wie zwei neue Länder und zwei neue eben Reiche, die entstanden sind, auch. Deswegen auch politisch gesehen. Das Problem ist, dass der Westen man muss es versuchen. Der Westen, dass die Demokratie und Kommunismus hierbei aufeinander sind. Ja, es heißt nicht Rechtsformen, die können nicht zusammen. Man muss sie ja befreien, die Bürger. Man muss die DDR vor sich selber sozusagen befreien. Man muss von sich und selber nicht bekämpfen. Genau. Man sagt ja nicht, dass man die Völker bekämpft, man bekämpft. Man soll sich auch nicht sie ausschließen. Das ist ja schlimm. Ja, außerdem möchten doch fast alle DDR-Bürger in die BRD. Was wollen Sie machen? Sie wollen einfach über die Mauer klettern und die da raus. Genau, wie stellen Sie sich das vor? Die Vereinbarung von der Beziehung zwischen der DDR und der BRD vom 21.12.1972 haben auch verhandelt man auf gleichberechtigter Basis. Das ist ganz wichtig. Man pflegt gute Beziehungen. Außerdem stellt das nach dem Zweiten Weltkrieg. Stellt man mit Günter Gauss stellt man einen Botschafter der BRD auch in die DDR und umgekehrt ist es genauso. Das heißt, es herrschen diplomatische Beziehungen in beiden Ländern. Und die kann man auch jetzt nicht einfach wegwerfen. Und dazu muss man sagen, dass zwischen den Bürgern der beiden Länder es im Grunde eigentlich gar keine Konflikte gibt, sondern es ein rein politischer Konflikt ist. Es sind Verwandte, die sich lieben. Ja, und sie dürfen sich nicht einander sehen. Das ist doch total schwachsinnig. In der DDR werden halt auch Menschenrechte vernachlässigt, zum Beispiel durch die Stasi. Man hat ja absolut keine Privatsphäre. Ja, aber was hat das zu tun, das als Feindbild zu sehen? Wie willst du das nur als Herausforderung sehen, wenn da ein ganzer Staat bewacht wird und sich da was ganz Neues bildet? Die Regierung will ja gar nicht zusammenschließen. Was wollt ihr denn machen überhaupt? Die Regierung der DDR will ja gar nicht mit der BRD ein Land zusammenschließen. Also außerdem macht die Vereinbarung von 21.12.72 sichert ab, dass keine Gewalt herrscht zwischen den beiden Ländern und die gegenseitigen Grenzen geachtet werden. Das heißt, es spricht wieder für diese diplomatischen Beziehungen und außerdem das Respektieren der gegenseitigen Selbstständigkeit und Unabhängigkeit. Noch dazu hat die BRD Angst vor einer Machtergreifung von der DDR. Dass sie zu sehr kommunistisch werden, dass sie zu viel Macht von den östlichen Ländern, wie zum Beispiel Russland oder einfach der UdSSR, der Sowjetunion, bekommen und dadurch ihre Macht zu brutal und zu radikal ausführen. Man kann es nicht mehr verhindern, es ist zwei komplett verschiedene Völker. Wieso sollte man das nicht verhindern können? Man kann es doch zumindest versuchen. Aber wie? Indem man versucht, diplomatische Lösungen zu finden, indem man versucht, mit den Staatenführern, mit der DDR, mit das Problem ist, wir haben ja zwei verschiedene Meinungen. Ja, und zwei verschiedene Machten. Wir werden nicht mit ihnen verhandeln. Man muss aber eben schauen, ob man eben einen Kompromiss finden kann. Okay, zum einen muss die SED-Regierung aufgegeben werden oder viel an Macht verlieren. Dann muss die Mauer natürlich sofort fallen und es muss eine einzige Währung herrschen. Man könnte als Kompromiss nehmen, dass die DDR-Währung bestehen bleibt und die BRD sich ändert, damit die DDR nicht alle Punkte... Ich denke, solche Visionen kann man anstellen, ja. Aber der Punkt, der man auch noch ganz klar sagen kann, dass man die DDR sieht ja, dass ihre Wirtschaft einfach nach und nach zugrunde geht. Weil wenn
deren Wirtschaftspolitik heißt ja, dass jeder Vollbeschäftigte wieder irgendeine Arbeit hat. Auf der anderen Seite finde ich auch manche Punkte gar nicht schlecht, zum Beispiel ist die Frauenbeschäftigung in der DDR immens. Ja, klar. Ja, das ist jetzt ja abschreckend. Aber Wir ganz wollen kurz, die die DDR nicht Wirtschaft, erhalten haben. Ja, aber Im Endeffekt suchen wir nach Kompromissen. unsere Wirtschaft ist im Moment so extrem stark, dass wir ihnen quasi anbieten können, wir könnten die DDR locker übernehmen, ohne dass wir dadurch irgendwie wirtschaftlich... Und wer verliert dann an die Sowjetunion? Die werden es nicht einfach hergeben. Ja, aber die DDR ist einfach ein einziges wirtschaftliches Loch. Wäre auch gar nicht schlimm. Ja, Die machen doch nur Verluste. Ja. Und die Bevölkerung geht wirtschaftlich grauenhaft. Ja, so kann man es nur erhoffen. Ja, Okay. Nein, es ist Im so. Moment ist es trotzdem noch ein Feindbild, denn schließlich ist es. Nein, es ist eine Herausforderung. Im Folgenden werden wir Okay. Im Folgenden werden wir eine Digga! Podiumsdiskussion. Ja! Soll ich Nein, sagen? Im Folgenden werden wir eine Das ist einfach so ein Wort, der will Podium. Ja. Und der soll wie aussehen? Ja, das muss man sich dann eben mit den jeweiligen Okay, cut. Was ist denn? Müsste im Unterricht kommen. Auf Maul geht weiter. Die DDR hat Angst vor der Macht. Nein, die Mist. Im Folgenden werden wir eine Podiumsdiskussion leiten. Ja, in der DDR werden halt auch Menschenrechte vernachlässigt. Noch dazu. Sind wir schon wieder im Cut? Stopp! Ist ganz gut.